Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute beschlossen, ich begebe mich zu einer Rundumerneuerung ins Haardesign-Studio Kreins, wo mich jetzt die Tamila erwartet. Sie ist im 3. Lehrjahr und wird hoffentlich einen völlig neuen Menschen aus mir machen. Hallo. Hallo. Ganz gleich Platz nehmen. Dankeschön. Wie darf ich es schneiden? Ich glaube, ich hätte gern meine Spitzen ein bisschen nachgeschnitten, die Stirnfransen, ein bisschen Volumen reinbringen hinten. Darf ich es mal anschauen? Ja. Von der Grundlänge kommt Nicht nichts zu weg. sehr, nicht zu viele. Okay, tun wir nur die Spitzen unten So. weg und sonst ein bisschen anschneiden Ja. und die Stirnfransen auch ein bisschen nachschneiden. Super, so 2-3 Zentimeter. Gut, ich zeige es dir, bevor ich es wegschneide. 17 Jahre, blondes Haar. Nein, weder noch. Inzwischen ist unsere Tamila auch schon 18. Ja, und blond ist sie schon lange nicht mehr. Seit kurzem ist sie im 3. Lehrjahr zur Friseurin. Ein Beruf, mit dem ihre Eltern zu Beginn nicht wirklich glücklich waren. Sag mal, wieso hast du dir eigentlich entschlossen, eine Lehre zu machen? Also die Mama, wie gesagt, wollte ja, dass ich weiter Schule gehe, weil meine ältere Schwester auch weiter Schule gegangen ist. Und da habe ich gesagt, nein, ich mag lieber arbeiten gehen. Und so bin ich dann dazu gekommen. Zuerst war ich nicht so begeistert von dem, aber dann mit der Zeit habe ich sehr umstimmen können. War das dann eindeutig? Ja. Oder hast du noch was anderes im Blick gehabt? Ja, hin und wieder, sicher Kindheitstraum, also ich will mal Anwältin werden oder sowas, aber da muss ich ja weiter Schule gehen und das will ich ja dann auch nicht. Aber es passt so für dich. Ja. Friseur, ich glaube, jeder war wahrscheinlich schon mal beim Friseur und kann sich ungefähr vorstellen, was der Friseur macht. Ja. Aber wie schaut jetzt eigentlich die Lehre aus? Was hast du in den 2 Jahren, die du jetzt schon da bist, alles gelernt? Man fängt zuerst mal an, so langsam Haar waschen, dann eindrehen, föhnen. Und dann irgendwann einmal mit der Zeit kommt das Schneiden auch dazu, Dauerwelle und alles färben. Was liegt dir da am besten? Ich mag das Färben voll gern. Färbst du da deine eigenen Haare auch? Ich habe schon blond, rot, alles Mögliche schon gehabt, glaube ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. So viel darf ich weiter. Passt. Ich nehme an, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen Gefühl auch dafür, oder? Was braucht man dafür als Schon. Friseurin? Also Kreativität gehört auf jeden Fall dazu. Gefühl ist auch wichtig. Spaß machen muss es auch. Das tut's bei dir? Ja. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Gab es jetzt in deiner Lehrzeit irgendwie so, weiß nicht, ganz besondere Erfolgserlebnisse oder umgekehrt irgendwelche Schwierigkeiten? Also ein Erfolgserlebnis war ich zum Beispiel mal, das erste Mal, du Schneiden nicht so hinkriegst. Und dann mit der Zeit wird es, und du merkst das selber auch, dann macht es einem schon irgendwie glücklich. Und wenn dann die Kunden sich auch freuen? Genau. Also wenn man dann so Lob zurückkriegt, oder freut man sich schon darüber. Ohne dich jetzt noch nervös machen zu wollen, hast du schon mal wen so richtig verschnitten? Muss ich jetzt nachdenken. Also so, dass man es nicht mehr retten können hat. Nein, nur beim Puppenkopf ist mir das schon mal passiert. Aber Okay. also jetzt, wenn ich wem echten die Haare schneide, da bin ich eher vorsichtiger und schneide lieber immer weniger weg wie zu viel. wie zu viel. Und da kann man immer was retten. Okay, super. Wegschneiden geht immer. Was muss denn für dich ein Job mitbringen, damit er wirklich Spaß macht? Abwechslung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwo in einem Büro drinnen sitze und in einem Papierkram erledige oder sonst was. Und beim Friseur ist das perfekt, weil da lernst du immer neue Leute kennen und immer neue Sachen. Zum Beispiel, wenn mir reinkommt oder eine Typveränderung machen will, ist das Besonders spannend. genau. Also da taugt es mir richtig. Und auch mir taugt mein neues Styling. Als nächstes sind Augenbrauen und Nägel dran, denn auch das gehört zum Berufsbild dazu. Ebenso wie bei anderen Lehrberufen erfolgt die Ausbildung im dualen System. Die Praxis im Betrieb, die Theorie in der Berufsschule. Ein Jahr hat die gebürtige Russin noch vor sich. Was danach kommt, weiß sie heute noch nicht. Aber mit so viel Talent braucht sie sich darüber auch keine Sorgen machen. Das Ergebnis? Eindeutig top.
Tamila ist zufrieden und ich bin es auch. Na dann, danke Tami und viel Erfolg noch für die Zukunft.